sollte selber einen guten Geschmack haben, um anderen einen guten Geschmack zu vermitteln. So. Und ich glaube, ich habe den Geschmack getroffen. So. Es gibt ja viele Leute, die behaupten, Köln und Bern seien eher kranke Truppen, aber einer hat es ziemlich schlimm verwünscht. Wir haben in den ersten 2 Sendungen haben wir über seine Bänderprobleme berichtet. Und jetzt haben wir einmal Pause gehabt, aber jetzt schon wieder. Jetzt was hast du geholt? Eine Lebensmittelvergiftung? Ich habe gesagt, du sollst nicht über das reden. Scheiße. Ja, vor 3 Tagen. Also ich bin zu lange nicht mehr krank und dachte, jetzt mache ich mal alles einfach auf das Mal. Bänder reissen, Magen. Ich weiss nicht, was als nächstes kommt. Der Tom Metzger hat gesagt, er kommt einfach höchstpersönlich mit mir heim und beschliesst mich ein. Das also so als Vorbeugen. Nein, aber es ist gut, es geht mir gut. Aber Lebensmittelvergiftung, die hast du nicht hier im Z7 geholt? Hast du ein Fresspäckchen von einem befreundeten Schlagzeuger bekommen? Wir können 2, das wäre eigentlich logisch. Nein. Eine Vorspeise in einem sehr guten italienischen Restaurant. Ich sage nicht in welchem, weil sonst haben wir eventuell noch irgendwie eine Bombengeschichte oder so in ein paar Tagen. Nein, nachher ist es mir einfach jetzt 2, 3 Tage schlecht gegangen, aber jetzt ist gut wieder. Jetzt voll fit für Freiburg? Voll fit. Ich muss zu diesen Herren Musikern schauen, dass sie da die Instrumente stehen, was sie sind, was sie stimmen, was nichts runterfällt, was alles oben bleibt. Dass sie ihre Nuschentücher haben und ein so, was sie sich hören. Wir sind gelöhnt für sie, wir springen für sie um, dass sie schön anständig auf der Bühne stehen. Ich mache Backliner für Kaiser Twins, die sicher ein Begriff sind in der Schweiz. Das sind auch sehr gute Freunde von mir, oder? Und da ich selber ein Musiker bin, habe ich auch das Verständnis für das, was sie eigentlich brauchen. Also, er spielt 5 verschiedene Bass, die er auch gemacht hat auf der CD. Und dass er den gleichen Sound hat live, nimmt er all die mit. 5 Seiten, 4 Seiten, dann hat es noch einen BSX. Und die verstimmen sich doch ziemlich. Es ist wichtig, dass die immer richtig eingestellt sind und gestimmt sind, oder? Ich schaue zum DJ, dass er seine Keyboard-Sachen parat hat, dass der Computer läuft, dass einfach seine ganze Geschichte mit diesen Samples funktioniert. Ich schaue, dass der zweite Keyboarder auch alles parat hat. Also ich schaue eigentlich zu den Keyboards. Alles, was Keyboard ist, das ist mein Wesen, ja. Ich bin der Monitormann vom Gölle. Ich mache den Monitorsound auf der Bühne. Das heisst, ich mache jeden Musiker seine Instrumente so einstellen, dass sie sich auf der Bühne auch hören und dass sie zufrieden sind und dass sie die restlichen Musiker auch hören. Und so, dass ich auf der Seite hier an diesem Monitorpult das einstellen. Du heute jetzt hier im Prato das erste Mal mit dem ganzen Equipment. Und das war jetzt nicht das erste Mal, als du mit dem Backliner zusammengearbeitet hast. Wie ist so die Zusammenarbeit mit ihm? Und wie wichtig ist das für dich? Sehr wichtig. Also ich meine, die Jungs stimmen die Gitarre. Also weißt, viele meinen ja so, braucht eine Gitarre oder der hier. Aber Fakt ist, das ist eine grosse Produktion. Du hast ein 2,5-stündiges Set, du hast 27, 28 Songs. Und du bist froh, wenn du jemanden hast, der sich wirklich um das andere kümmert, Gitarren stimmen, das Zeug zu machen, das nehmen. Und der hat wirklich eine Liste, wenn wo welchen Song die Gitarre nehmen, die bringen und so weiter. Und dich nicht um irgendwelche technischen Aspekte musst kümmern, sondern wirklich voll auf das Spielen kannst konzentrieren. Für das kommen ja eigentlich die Leute auch.
Natürlich ist nicht nur die Band von Bern nach Pratteln gezügelt, sondern auch der Manager Tom. Du hast ja gerade einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Ja, die Jungs hier im Z7 sind so liebe Keiben, die haben mir da einen neuen Arbeitsplatz angeboten. Nein, ich habe natürlich im Moment einfach viele Mails, die reinkommen, x Leute, die noch Fragen haben, was ich noch akkreditieren und. Und dann musst du halt allen eine Antwort geben. Und gleichzeitig möchte ich natürlich dabei sein, wenn Giel da am Proben sind. Ja, es ist noch speziell, dass wir jetzt hier im Z7 sind. Wie ist dazu gekommen, dass wir ins Z7 proben können? Ja, das Z7 war eigentlich seit jeher unser Lieblingsladen. Wir haben ein paar Mal hier gespielt, jedes Mal voll, jedes Mal wirklich schöne Konzerte. Und sie sind so liebe Keiben und sie haben spontan gesagt, dass wir hierher proben können. Und jetzt, du hast vorhin Konzert gesagt, das ist ein gutes Stichwort, es geht nicht mehr lang bis Freiburg. Bist du schon ein bisschen nervös? Ja. Wie äußert sich das? Ja, schon so ein bisschen langsam das Bauch flattern. Weil es ist für uns ist halt, eine riesige Kiste. Wir waren bis jetzt immer mit einem Lastwagen unterwegs, 15 Leute, alles überschaubar. Jetzt sind es halt 5 Sattelschlepper und 50 Leute mit der Band und Crew. Und das machst du halt als Mundartband machst du nicht jeden Tag. Also wir stoßen da auch für uns in ganz neue Dimensionen. Ich bin mir selber erst bewusst, wenn ich dann aber dort bin, oder wenn die Halle siehst, wie alles aufgestellt ist und so. Im Moment hast du noch so viel mit dir selber zu weiten, weißt, den ganzen Ablauf sauber reinzubekommen. Ja, die ganze Computergeschichte, die noch nicht ganz läuft, wie wir uns das vorstellen. Also, von dem her ist noch genug zu machen. Ich bin etwa am Freitag nervös, nehme ich an. Ich glaube, das wird mir erst bewusst, wenn ich wirklich in der Halle bin und man einfach die Spannung spürst, die Intensität von diesen 11'000 zu Freiburg, die einfach da in dieser Halle warten. Und ich hoffe, sie sind einfach wirklich gitterig und geil auf diesen Gig. Einfach, ja, sie sollen einfach alles geben. Herr der schwarzen Kisten, Werner Christen, Boss von der Firma Live Sound aus Worb. Und jetzt fragen wir uns, du hast schon ein Zeitchen mit dem Göller zusammengearbeitet. Erzähl uns ein bisschen, wie lange die Zusammenarbeit schon besteht. Ja, die besteht eigentlich seit dem Anfang. Als die erste Scheibe rausgekommen ist, habe ich es im Radio gehört. Da dachte ich mal, das ist irgendetwas. Ich habe die Scheibe ins Büro geschickt. Ich habe gesagt, ich würde sofort dem Management einen Brief schreiben oder aufrufen. Und dann hat dann der Öser frei aufgerufen und gesagt, du kannst ja mit mir auch telefonieren. Das ist ein alter Kollege von mir. Ich habe gesagt, musst du mir nicht schreiben. Aber ich habe nicht gewusst, dass der dort spielt. Und so ist es dann dazugekommen, dass wir zuerst ein paar kleine Shows gemacht haben und dann ist das plötzlich explodiert. Und jetzt sind wir da in der grossen Halle, die richtigen, oder? Wie die richtige? Wie kannst du das so, den Vergleich von dieser Produktion zu einer internationalen Top-Produktion? Ja, ich würde jetzt sagen, das ist eine Grössenordnung, so 4,5 Schlepper. Das ist so wie Purple, vielleicht Bryan Adams im Moment unterwegs sind. Das ist so mittlere Hallenproduktion. So. Es gibt natürlich grössere, die Bühne noch mitnehmen, so wie McCartney, Prince und so, was die 36 und mehr Schlepper und so. Das ist es nicht. Aber so einfach, so dass es zahlbar ist und dass es noch nach etwas aussieht. Was erwartet ihr vom Konzert heute Abend? Das es fängt und dass es lustig wird. Ja, ich kann dir nicht viel sagen. Mal schauen. Ich habe ihn schon mal gesehen, Frau Kappel, die noch nicht so berühmt war. Mal schauen, es ist sicher anders, aber speziell. Ich freue mich auf das Konzert, ich habe mich schon lange darauf gefreut. Ja, ich hoffe, es gut ist. Ich gehe das erste Mal ins Konzert. Ich bin ein Bützer wie er auch. Seine Musik quasi tut manchmal auch einfach von unserem Leben etwas rausbringen, oder? Was gefällt dir an am Gölle? Die
die Lieder. Ich habe jetzt alle 112 Konzerte gesehen. Das ist mein Leben. Rudi Schweizer, man sieht, du bist ziemlich geschafft. Erzähl uns mal, was ist genau dein Job da bei dieser Produktion? Ja, einfach gesagt ist das ein Kochtopf, wo man verglichen Penne all'Arrabbiata kocht. Ich mische die ganze Band zusammen für die Leute. Und das ist so zum Vergleich. Eigentlich muss man da Durchschnitt finden. Für 11'000 Penne all'Arrabbiata ist Teilen scharf, Teilen nicht, Teilen al dente. Teilen nicht, sie sind durch und ich probiere den goldenen Mittelweg von diesem Kochtopf zu finden. Zutaten und was auch immer kommt vor die Bühne. Und du hast ja schon früher mit Göll und Band zusammengearbeitet. Früher waren es 7 Leute, jetzt sind es 14. Was bedeutet das für dich? Ja, es gibt auch weniger Gagen, wenn sie mehr Leute sind. Für mich mehr Kanäle, mehr Mikrofon und mehr zu tun. Mehr Zutaten. Was erwartest du vom Konzert heute Abend? Es wird geil, ich erwarte nichts, es wird einfach geil, das weiss ich jetzt schon. Es wird sicher arschgeil. Wir warten hier, wir wollen dich sehen. Nach so viel langer Zeit wieder einmal, wenn wir den Göller sehen. Der Schwanz singen. Ein Schwanz so weiß wie Schnee. Fressen, was ist Schnee? Yeah, und Flügel tragen sie so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt. Ja, also, okay. Salut. Interessant, Timian Tee, Gästeliste, so ein bisschen Mädchen für alles im letzten Moment, der Manager. Ja, schon, ja. Sind alle ein bisschen aufgeregt? Die meisten. Also wer am schlimmsten? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es der Red am Freitag ist oder der Göller. Aber es sind so die Top-Kandidaten. Das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie geht es dem Manager selber jetzt so kurz vor dem Konzert? Ja, gut, eigentlich. Ich war früher nervös. Also weißt, so bei der ganzen Aufbauphase. Und so. Aber jetzt, wo alles steht, wo die Tür aufgeht, ruhig jetzt. Gölle, schnelles Wort. Das erste Konzert nach so langer Zeit. Und wie fühlst du dich? Wie ist es gegangen? So schön. Es sind einfach unsere Leute. Hast irgendwie, wenn du da oben bist, hast du das Gefühl, du kannst gar nichts falsch machen. Die sind zu viel.
Es war so frisch, weißt, nach 2 Jahren einfach auch die Songs wieder zu spielen. Aber die Pause, die hat es einfach ausgemacht. Für uns wie auch für die Leute auf alle Fälle. Es ist einfach, es ist nicht unbeschreiblich und die Leute waren so extrem dankbar gewesen, einfach vom ersten Ton an bis zum letzten einfach Vollgas geben. Merci vielmals. Ich bin einfach überwältigt. Weißt, wir haben so lange jetzt auf das intensiv hergebügelt, aber dass es so schön wird, dass so viel zurückkommt von den Leuten. Einfach die Wucht, das haben wir einfach umgeblasen. Wirklich. Es ist überwältigend, ich kann nichts anderes sagen. Einfach den Leuten danken. Den Leuten danken ist alles. Jetzt bist du voll zuversichtlich für das Hallenstadion? Nein, nein, das wird noch schlimmer. Der Präsident der Vereinigten Staaten kommt noch, darum sind sie da. Manchmal stehe ich einfach da, stiere stundenlang die an. Schaue in ein Glas, wo so leer ist wie Hilfe! Denke zurück an Zeiten, was nicht mehr gibt. Und dann denke ich manchmal, shit. Das kann man mal so sein. Also wie dann, wo ich noch wild war. Hab gemacht, was ich will und ich denke, ich bin. Es denkt mir so, wie dann mal so sein. Ich hab noch viel Blöde, ich hab nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer. Ich hab noch viel Blöde, hab nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer, nicht für immer. Manchmal stehe ich einfach genug und denke, blasen ihr mir alle in die Schuhe. Hast du jetzt das Autogramm geholt vom Gölle? Was bedeutet dir an der Gölle? Ja, ich finde ihn einfach lässig, was für eine Musik das er macht. Und ja. Was machst du jetzt mit dem Autogramm? Ja, das soll ich daheim aufbewahren und vielleicht aufhängen. Gehst du auch ins Konzert in einer Woche? Ja. So wie dann, als ich noch wild war. Macht, was ich will und nicht denkt, ich bin. Es denkt mir, sollte wieder mal so sein. Ich hab noch viel Blöde da, hab nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit... Wir sind hier Autogramm. Wie lange haben wir jetzt müssen anstehen? Nicht so lange. Halb Stunde. Halb Stunde. Und schon lange Gölle-Fan? Ja, ja, das musst. Ist der Beste. Ist der Beste. Ja, was bedeutet dir denn der Gölle und seine Musik? Ja, viel. Du kannst hören, wenn du traurig bist, wenn es dir gut geht. Einfach immer. Passt immer. Jetzt bist du ein Autogramm geholt. Was machst du mit dem Autogramm? Stell dich daheim auf, gib den Ehrenplatz. Entschuldigung, du hast ja ganz viele Autogramm geholt. Was machst du mit all denen? Ja, einer ist für den Enkel, oder? Und einer ist für mich, oder? Ich muss den mal kennenlernen. Ich kenne den bis jetzt nicht, oder? Ja, was gefällt dir denn am Gölle? Ja, dass er einfach schweizerische Erscheinung ist, oder? Also mal nicht immer da das englische Zeug, oder? Ich hab noch viel Blöde da, hab nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte. Meine Freundin hat gesagt, ich soll immer lächeln, wenn die Kamera kommt. Ich hab noch viel Blöde da, hab nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer, nicht für immer. Du hast ein ganz spezielles Autogramm. Kannst du uns das schnell zeigen? Ja, da auf dem BH drauf. Wieso auf dem BH? Einfach so, etwas Spezielles, etwas anderes. Machen wir doch hier nicht kaputt, kaufen ein Ticket und fliegen fort. Also wie ich's dann gemacht hab, also wie dann, als ich noch wild war. Macht, was ich will und nicht denkt, ich bin. Dann hast du vor, hierher zu kommen, um diese Rosen zu bringen heute? Nein, ich arbeite hier und ich habe eben gesehen, dass jemand hier auch Röschen bringt. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist ein bisschen peinlich, aber habe ich gedacht, ich gehe gleich schnell holen. Dann gehst du auch gerade ein Autogramm holen? Ja, logisch. Und ein Foto machen. Was machst du denn mit dem Foto und dem Autogramm? Ich denke, ich hänge es auf die Hause. Okay, was bedeutet die Musik von Gölle und seiner Band?
Sehr viel, weil sie haben mich in einer schweren Zeit begleitet. Und darum, ich höre ihn einfach sehr häufig auch daheim und zum Nachdenken und so, ja. Ist das das erste Mal, wo die Band so getroffen hat? Ja. Und wie war es? Das Kribbeln im Bauch. Ja, das rechte Kribbeln im Bauch. Ich hab noch viel Blöde da, hat nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Ich hab noch viel Blöde da, hat nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Morgen, Special Guest im Hallenstadion Marc Storace. Wer ist auf die Idee gekommen? Ja, das weiß mir aber nicht mehr so genau. Also, wenn ich ehrlich bin. Also, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiss es noch von da. Meistens hocken wir zusammen und brüten irgendetwas aus, oder? Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, es wäre cool, wenn einfach die 3 Schweizer, die es mal geschafft haben, das Hallenstadion auszuverkaufen. So. Und die mal zusammen auf der Bühne stehen. Und dann haben wir mal gefragt. Wir haben mal zusammen ein Bier getrunken im Hotelzimmer, wo er Geburtstag hatte. Und dann habe ich gefragt. Und hat mir sofort ja gesagt. Ich sagte, dabei, das ist ein cooler Freund. Das ist The Legend. The Legend, eben, ist für dich bedeutet Marc Storace ein Krokus. Das hat für dich einiges bedeutet, oder immer noch? Ja, sicher. Gell? Es hat Zeiten gegeben, so mit 15, 16, da hatte ich noch Haare. Ziemlich lang. Eine Lederjacke. Du bist mit dem Töffel rumgefräst. Du hast gedacht, jetzt bist du ein richtiger Rocker. Und dort jeder daheim hat mindestens ein Metal-Radio gehabt. Also. Und ich meine, so Zeug hättest du ja nie träumen, dass mal mit so jemandem zusammen auf der Bühne stehen. Und die Auswahl vom Song, Bedside Radio? Das weiss ich eigentlich auch nicht mehr so genau, aber es ist sowieso mein Lieblingssong. Also Marc Storace, Special Guest bei Göhlen und Band, wie ist es da dazu gekommen? Ja, einfach, ich glaube, lauter Zufall. Der Göhlen hat mir erzählt, dass er früher Fan war und immer Krokus gehört hat. Und ja, wir haben ein Bier getrunken zusammen bis in eine frühe Stunde am Morgen und ein bisschen über verschiedene Sachen geschwätzt. So. Dann hat er gesagt, wir sollten etwas zusammen machen. Und mein Kollege ist mit seinem Manager im Kontakt geblieben und dann hat er angerufen und gesagt, wärst du dabei im Hallenstadion? Schliesslich und endlich war Krokus der Erste, der es ausverkauft hat als Schweizer Act. Dann der DJ Bobo ist auch eingeladen, weil er der Zweite ist. Und eben Göhlen hat es noch besser gemacht, zweimal hintereinander. Oder? Und wir tun das irgendwie so feiern. Schweizer Künstler zusammen im Schweizer Rocktempel, Hallenstadion. Ja, ich habe mal einen Versuch gemacht, im 99 auf der Wilden Ross-Tour den Bedside Radio zu spielen. Und der Göhlen hat sich schlechtweg geweigert und gefunden, schau, das muss einfach das Original singen. Oder? Und ja, ich meine, jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit gehabt, das war der Fall eigentlich klar gewesen, dass wir das wirklich mit dem Marc machen wollen. Es ist eine riesen Ehre. Es ist fast ein bisschen, ich muss sagen, vorhin, wir haben die letzten 2 Songs gespielt und ich habe ihn gesehen, ich bin also wirklich nervös geworden, ohne Scheiß. Also irgendwie, ja, da kommen Erinnerungen auf. Was für Erinnerungen? Ja, so Frankreich, Ferienlager, Metal-Rendezvous, also eben nicht auf Kassetten, oder? Hast du noch so Ghetto-Blaster gehabt, irgendwie 12 oder weiss auch nicht, 13, und hast Metal-Rendezvous gehört, hast du gefunden, hey, das Cover ist so geil und der Sound ist mega. Und dann kommen einfach so Erinnerungen auf und plötzlich steht einfach vor dir halt, oder?
Das ist mega. Ich freue mich extrem. Bist du auch ein alter Krokus-Fan gewesen? Ja, ich war noch ein bisschen zu jung dann. Bei mir ist es noch ein bisschen dran vorbeigegangen. Ich habe mir dann nachher später, Anfang des 90er, ein Buch gelesen vom von Rohr, oder? Und dann auch die Räubergeschichte über den Mann da innen gelesen, oder? Was man dort so lesen kann. Und dort ist übrigens Jane noch schon erwähnt, die jetzt auch bei uns singt und noch ein Bild drin. Und die hat mir gefallen dann, oder? Auf dem Bild, kannst du dir das ja vorstellen. Und jetzt singt sie auch bei uns, das ist noch schön. Do you Also für mich ist Marc immer noch und auch schon immer einer der absolut genialsten Rocksänger, die es gibt auf diesem Planeten. Was hast du so für eine Beziehung zu Krokus und zu Marc Stracci? Sehr lange und eine sehr, sage ich mal, eine sehr berührende und also ich muss sagen, dass Krokus oder auch einfach die Jungs von Krokus wahnsinnig wichtig sind für meinen musikalischen Werdegang. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch ziemlich klein, als ich zum Chrien, der hat in der gleichen Strasse gewohnt, von Rohr wie mir. Und dann bin ich zu dem gesagt, wenn ich wusste, jetzt ist er wieder zurückgekommen von irgendeiner Amerika-Tournee, weil er immer so geniale Storys auf Lager hatte. Und dann bin ich auch dort so bei ihm hersitzen, hat mich da reingelassen. Und dann hat mir erzählt, wie es in Amerika so zu und her geht. Und ich dort mit grossen Augen und so habe zugelassen und einfach für mich gefunden, also, ich will auch Musiker werden, unbedingt.